die Ehre, ich bin's, der Birger. Weißt, da bin ich einmal eine Woche lang im Urlaub, dann hocke ich mich da her, zu gemütlich an meinem Kaffeeschall. Und dann lese ich das. Ab dem 1. Juli 2023 sollen folgende Änderungen bei Twitch in Kraft treten. Es dürfen keine eigens erstellten Werbungen oder andere Clips eingeblendet werden. Der Streamer darf keine Banner einblenden, die Werbung für ein Produkt machen. Audioanzeigen wie von Spotify oder Apple Music sind nicht gestattet. Logos im Stream der beworbenen Firmen dürfen nur noch 3% der Bildschirmgröße einnehmen. Achtung, Quizfrage! Wie weit muss das anzugtragende Arschloch von seinem eigenen Produkt weg sein, dass an sich ein Scheißdreck entscheidet? 3% vom Bildschirm, wie soll das laufen? Hab ich die miteinander? Hey, ich hab neue Merch im Shop, T-Shirts mit einem richtig geilen Motiv. Voll geil, oder? Wie, was für T-Shirt? Ja, das passt jetzt auf alle Fälle gut zum letzten Move, da Streamer seit einer Zeit nur noch 50% anstatt 70% von bezahlten Subscriptions kriegen. Daher jetzt manch ahnungslosen Trottel schon. Weiß jetzt auch nicht, was du sagst, wenn dein Chef zu dir einer rumpelt und... Hey, Birger, hab ich dir. Hast du kurz Zeit? Ja, freilich, was ist? Jetzt muss ich dir erst einmal einen riesen Lob aussprechen. Du hast die letzten Wochen wirklich volle Kanone reingedroschen. Du bist ein ganz wichtiger Teil von dieser Firma und wir wissen nicht, was wir ohne dich dort tun. Oh, merci dir. Aber wenn du jetzt gerade da bist, du schaust uns mit unserem Termin aus. Kann man uns jetzt endlich einmal über das Gehalt unterhalten? Ja, freilich machen wir das. Deswegen bin ich ja da und dein neuer Arbeitstag, den hab ich auch dabei. Da schau her. So, schnell gehen wir jetzt. Merci. Ja, da steht aber, dass ich 20% weniger krieg. Ja, aber dafür habe ich ja schon einmal unterschrieben für die. Da möchte ich dich sehen, du Suppenkasperl, du Trauriger! Twitchs offizielles Statement ist übrigens, dass jetzt einfach 4 bis 5 Werbeeinblendungen mehrer während dem Stream einscheißen sollen. Also, das musst du so sehen. Wir sind keine Firma, wir sind eine Familie, Birger. Wir halten mal zusammen, wenn es drauf ankommt. Du machst halt 4-5 Überstunden am Tag. Das ist ja noch nicht alles. Wenn du die nächsten Monate richtig einhaust, richtig Gas gibst, dann kann sich der Chef zu seiner 3000 Hektar Villa nur die Insel kaufen, auf der es steht. Was? Was? Ja! Alles für die Familie! Freilich kannst du mitfahren und zum Geburtstag kriegst du dann einen Tankgutschein, aber auch bloß, weil er von der Steuer absetzen kann, der Knicker, die Huren, der Knickere. Ui, Applauströte! Aber das war auch noch nicht alles. Ein Streamer muss Gebühren zahlen, wenn er vom Monetarisierungsprogramm, also Affiliate- oder Partnerstatus, befreit wird. $25. Und Twitch zahlt nicht mehr alle 30 Tage aus, sondern alle 45. Tu dich nicht runter. Ich höre euch immer noch. Also gut, passt, geh, legst mir's dann in den Tableau, gell? Na, halt das! Eins noch, die Lohntüten gibt's jetzt auch bloß noch alle 1,5 Monate. Aber Alter, ich muss Miete, Auto, Internet, Netflix, Handy zahlen und was zum Fressen war auch nicht schlecht. Familie! Ja, so wird man das nicht hauen, weißt du was? Da, Kündigung kannst du haben. Was? Aha. Ja, da krieg ich dann bitte 25 € von dir. Zugegeben, Twitch ist schon ein bisschen zurückgerudert und ändert da vielleicht noch ein bisschen was. Heute noch der Ahnung, dass ich Fotzenhaufen-Typ. Ich war nie Twitch-Partner, wollte nie Twitch-Partner sein und hab noch nie ein Sponsoring angenommen. Und Angebote gab's viele. Weil ich selten ein krasses Paradebeispiel für eine geldgierige Hurenscheiße gesehen hab, wie das hier. Außer vielleicht in der Hot Tubs-Kategorie auf Kick. Außerdem haben wir nur einen Punkt, der mich und euch sehr wohl betrifft. Alle Streamer, egal ob Affiliate oder Partner, dürfen nicht parallel auf mehreren Plattformen live gehen. Die meisten wissen sehr, ich streame seit Jahren jede Woche, Montag und Mittwoch ab 20 Uhr auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Das ist nun vorbei! Ab sofort gibt's Livestreams nur noch auf YouTube, nicht mehr auf Twitch. Darum Glocken aktivieren, Abo dalassen, weiß der wie es ist. So hätten sie Alternativen zu Twitch entwickeln, dann werden wir uns die gegebenenfalls anschauen. Meine liebsten Twitch-Ultras und die es nur werden wollten. Es tut mir wirklich unfassbar leid, ich kann nichts dafür. Ich bedanke mich für die letzten 5 Jahre auf Twitch und ich ziehe ein letztes Mal meinen imaginären Hut. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen und ich hoffe sehr, ich sehe euch auf YouTube weiterhin. Dankeschön! Tschüss!
So, nicht Schleime, weil sonst der Oktagon auf die Tastatur erscheißt, wenn ich noch weiter durch die AGB scroll. Zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Wir singen Anzugtag der Arschlöcher, ole! Wir singen Anzugtag der Arschlöcher, ole! Wir singen Anzugtag der Arschlöcher, Anzugtag der Arschlöcher, Anzugtag der Arschlöcher, ole! Unfassbar! Hab ich schon lange nicht mehr gesagt.